So sieht die einheitsschaffende Wirkungskraft des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte aus. Juden kommen zum Glauben, Samariter kommen zum Glauben, die Heiden glauben an Christus und auch die, die heilsgeschichtlich noch zurücklagen. Bis heute wirkt der Heilige Geist die Einheit unter Gottes Volk. Er heilt Verletzungen, überwindet Mauern und Zäune, er führt zusammen. Lass dich mit hineinnehmen in die große Einheitsbewegung Gottes. Globalisierung war von Anfang an Gottes Ziel. Er baut seine Gemeinde global bis an das Ende der Zeit. Dann wird die Einheit der weltweiten Gemeinde Jesu für immer sichtbar werden. Was hat der Turmbau zu Babel mit Pfingsten zu tun? Damals versuchten es die Menschen aus eigener Kraft, Sicherheit, Ruhm und Einheit zu schaffen. Sie versagten und kamen somit unter das Gericht Gottes. Ja, die Bibel sagt uns, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen. Aber in Jesus Christus hat uns Gott den Weg der Rettung eröffnet. Wer zu Jesus kommt, erlebt, wie er von Gott zu seiner Gemeinde hinzugefügt wird. Da erleben wir dann die Sicherheit in Gott. Da ehren wir Jesus Christus allein. Und da werden wir zusammengeschweißt mit allen, die Jesus als ihren Herrn und Retter kennen und lieben, ihm folgen und ihm dienen. Da sind wir in Christus eine weltweite Familie Gottes. Da erleben wir Einheit, heute schon und dann für immer. Das Schönste kommt noch in der Ewigkeit. Was wir jetzt erfahren, ist nur ein herrlicher Vorgeschmack. Gott segne uns alle mit seinem besonderen Pfingstsegen. Amen.